Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei «Hören mal». Heute ein bisschen cracky irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin wirklich in meiner Flop-Era. Mit einem fetten P am Schluss, Flop-Era. Weil, keine Ahnung, wieso im Fall. Ich frage mich nicht, wieso. Ich habe das Gefühl, ich bin fett in meiner Jetzt habe ich es zu oft gesagt. In meiner Flop-Era, ich weiß irgendwie nicht, wo annehmen mit mir. Ich habe das Gefühl, alle hassen mich. Es liegt definitiv auch an meinem Zyklus, aber über das will ich gar nicht reden, weil das schießt mir immer an, wenn es dann einfach so ist, so, ja, hahaha, es ist halt, weisst, die Frauen und ihre Tage. Nein, ich darf mich auch einfach sonst so fühlen. Ja, dementsprechend, heute das erste Mal ungeschminkt bei «Hören mal». Jetzt können alle so das Video schauen, so, Spass, Alter, voll am Slayen. Oh, sorry. Sorry, ich lenke die ganze Zeit das Mikrofon, ich weiß nicht. Und dann sage ich mal so, oh, und alle anderen Podcasts, die ich höre, tun es halt einfach so überspielen und so, als hätten sie es nicht in ihren riesen scheiß Studiokopfhörer gehört. Aber that's not me. Okay, auf jeden Fall. Genug über das, so genug schlechte Vibes irgendwie, weil, ach, keine Ahnung, ihr wisst, ich habe ein richtiges Dilemma damit irgendwie über meine Probleme, so aktuelle Probleme zu reden. Ich habe kein Problem, darüber zu reden, so, was mich allgemein so beschäftigt. Oder keine Ahnung, was ich früher für Probleme hatte. Weil dann habe ich immer das Gefühl, so, ja, es ist um jemandem helfen und ich habe so meine Lehre daraus gezogen und ich kann so reflektiert darüber reden. Und alles, was so im Moment in mir innen abgeht, habe ich das Gefühl, so, das darf ich nicht erzählen, weil das ist dann so, so eine privileged Sau, die so am rumheulen ist, obwohl alle gerne ihr Leben hätten. Und es ist einfach schwierig irgendwie, aber gleichzeitig so, logisch erzähle ich euch das auch, dass ich am Anfang einfach scheiß Phase habe, weil sonst ist es wieder so, oh mein Gott, die hat das perfekte Leben, obwohl ich glaube nicht, dass jemand von mir denkt, aber trotzdem, ich probiere wirklich hart darauf einzugehen, dass ich halt eigentlich nicht so das perfekte Leben darstellen sollte und gleichzeitig ist es auch schwierig, halt alles offen, was jetzt gerade läuft, zu erzählen, weil ich weiss, wir hören auch die Leute zu, die mir Schlechtes wünschen. Ich weiss, wir hören die Leute zu, die ich das eigentlich gar nicht erzählen würde, von meinem persönlichen Leben, wo ich so finde, Bro, wieso hörst du da zu? Einfach so komisch, so distanzierte Familienmitglieder, wo ich so denke, Bro, was machst du da? Was machst du da? Du fragst mich nie im Leben privat, wie es mir geht, aber hörst jede Woche meinen Podcast, wo ich so intimste Details von meinem Leben erzähle. Hä, get a life. Aber auf jeden Fall, ich erzähle jetzt trotzdem ein bisschen so, was meine Struggles sind. Irgendwie, es ist immer, wenn es gut läuft, wenn ich busy bin, oh sorry, scheiß Laptop, Pferde rein. Erinnerung, ja, das ist aber viel zu spät, Kollege. Naja, wenn viel los ist, wenn ich eigentlich busy bin, wenn andere Leute würden sagen, juhe, alte Slay, du bist busy working queen, ha, bin ich so, oh mein Gott, es ist so viel, oh mein Gott, ich werde alles schlecht machen, oh mein Gott, es ist so viel Druck auf mir und so viel Erwartung. Chill, die Erwartung kommt einfach nur von mir selber. Niemand anders von außen schaut mich an und sagt, Emma, du musst dann aber schon performen, gell? Weil alle wissen, dass ich mir Mühe gebe. Ich bin nicht die so slouchy ist, wo man so hinten nachher rennen muss und so sagen muss, ja, Emma, gell, musst du noch das und das machen, musst du noch das. Sondern ich bin die ganze Zeit so, fuck, Alter, ich muss noch das und das machen. Keine Ahnung, ob ihr euch mit dem identifizieren könnt. Aber ja, es läuft eigentlich gerade mega viel cooles Zeug so hinter den Kulissen und ich bin auch so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, ich bin schon die Live-Podcast-Show am Vorbereiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Tickets noch hat, weil Anfangswoche sind so über 80% von den Tickets schon ausverkauft gewesen. Das heisst, es sind noch 20% da gewesen und jetzt ist ja quasi, was ist jetzt, Freitag? Am Montag haben sie das gesagt und jetzt ist Freitag, hoffentlich haben noch ein paar Leute Tickets gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich euch noch animieren muss, um Tickets zu kaufen oder ob es ausverkauft ist. Auf jeden Fall, hoffentlich hat es noch ein paar, falls du jetzt noch denkst, fuck, Alter, ich hätte noch ein Ticket gebraucht. Der Link ist in der Bio, wie immer, die letzten paar Mal. Nein, aber ich bin auf jeden Fall die scheiß Show, nicht scheiß Show, aber so, das stresst mich, weil ich es gut machen und ich habe das Gefühl, man weiss einfach nicht, was von so einer Podcast-Show erwarten. Ich auch nicht. Bro, haben das Gefühl, ich war jemand so einer Podcast-Show gewesen? Nein. Haben das Gefühl, ich weiss, was man dort so macht? Nein. Ich probiere einfach so mein Bestes und denke mir auch so, also es ist einfach eine Folge wie jede Jahr. Also was soll ich? Es wird natürlich nicht wie jede andere Folge, Leute. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich mache mir da genug schlaflose Nächte, dass ich mir etwas ausdenke, dass es ein bisschen cooler wird, als einfach jede Scheissfolge. Ihr wisst, was ich meine. Aber so, ich weiss nicht, ich habe keinen Maßstab, ich habe kein Vorbild, ich kann nirgends schauen, okay, so und so macht man das, ich habe keine Anleitung. Und das ist für ganz viele Sachen in meinem Leben so. Ich mache gefühlt alles einfach zum ersten Mal, was ganz viele andere Leute auch noch nie gemacht haben. Nicht so wie, oh mein Gott, wie mache ich Spaghetti Carbonara? Hey, ich tue mal Google. Nicht mal ChatGPT kann mir sagen, wie man fucking Podcast-Show macht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich habe schon gefragt. Und die Antwort ist wirklich
ungenügend gewesen. Darum, ich mache mir selber einfach ganz viel Druck im Moment, auch so zukunftsmässig, so, oh mein Gott, was soll ich machen, habt doch die Fresse, also es kommt alles gut am Schluss, das weiss ich. Aber ja, einfach so ein bisschen wenn es so zu viel kommt, dann bin ich einfach so, dann tue ich mich selber stressen. Egal. Auf jeden Fall, wir reden heute über das Thema, das sehr oft gewünscht wird, wo auch alle betrifft und wo mich selber auch schon sehr oft betroffen hat, weil ich bin ein kleines, scheiß emotionales Arschloch, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und zwar geht es heute um, wie man Heartbreak überlebt. Heartbreak-Tipps, Heartbreak 101. Wir sind in der Heartbreak Academy, aber es klingt so, als wäre es so Fuck Girl Academy. So, how to break hearts. Nein, wir sind umgekehrt. Wir sind, oh mein Gott, was machst du, wenn du von einem Fuckboy verarscht worden bist? Ja, das bin ich. Ich weiß nicht, ob mir das gibt, weil sehr viele haben so das Gefühl, ich bin so, weißt so, ja, die Verführerin der Herzen. Aber nein, ich bin die von so richtig grusigen Würmli-Buben verarscht worden ist, so seit ich 12 bin, von so den grusigsten, also nein, also nicht so oberflächlich, aber so äußerlich und innerlich von den grusigsten Kreaturen verarscht worden, wo immer wenn ich so Kolleginnen von mir so zeige, so ein Foto von denen oder so, dann sind sie so, oh mein Gott, Emma. Und ich so, ja, ich weiss, es ist so peinlich. Und ich so, ja, ist er wenigstens nett gewesen? Nein, ist er nicht. So, ich habe so meine Fehler gelernt. Ich bin wirklich jetzt Pro. So fest Pro, dass es mir immer abfuckt, dass keine von meinen Kolleginnen auf mich hören, wenn ich irgendwie so probiere Tipps zu geben oder wenn sie so mit dem scheiß Heartbreak zu mir kommen. Wieso kommst du zu mir, wenn du nicht auf mich hörst? Also das ist so ein kleines Ding. Ich habe auch nicht auf meine Kolleginnen gehört, als ich heartbroken war. Und ihr werdet wahrscheinlich auch nicht so wirklich auf mich hören, ausser das ist so eure letzte Hoffnung, dann vielleicht schon. Aber das ist auch so ein bisschen der Punkt, so, du kannst so viele Tipps googlen und auf TikTok und suchen, wie du willst. Wenn du im Heartbreak drin bist, dann bist du einfach heartbroken und du kannst nichts machen. Es ist einfach so. Und du musst einfach lernen, damit umzugehen. Und aus meiner Erfahrung, es wird nicht besser. Es wird absolut nicht besser. Jeder Heartbreak ist Mal für Mal wieder genau gleich schlimm. Und du denkst so, oh mein Gott, habe ich aus dem letzten nichts gelernt. Oh mein Gott, wieso geht es mir wieder so schlecht? Ich dachte, ich bin irgendwie an einem anderen Ort. Aber es ist voll okay. Leute, wir sind invested, wir sind gute Menschen. Wir probieren unser Bestes zu geben in jeder Beziehung, weil wir fucking einfach so harmoniebedürftig sind, oder? Und wenn es dann nicht klappt, dann darfst du traurig sein, dann darfst du enttäuscht sein und dann darfst du dich fragen, Bro, what the fuck, was ist falsch gelaufen? Was du nicht darfst, ist das Problem bei dir selber suchen. Ja, du darfst reflektieren und bla bla, vielleicht hast du auch etwas gemacht und so. Aber so 90% der Zeit, wenn man so ultra, giga, mega hässlich heartbroken ist, dann hat es eben genau nichts mit einem selber zu. Und darum hat man so kein Verständnis dafür, wie es dazu kommen konnte, weil du hast alles gegeben und du hast so viele Hoffnungen gemacht und bla bla, so ein bisschen der, oder? Und meistens, wenn man selber die schuld ist und wenn man so weiss, oh, okay, das ist jetzt wirklich, das ist kein guter Schluss gewesen und ich habe ein bisschen verschissen und oder so, keine Ahnung, ich habe ihn ein bisschen verletzt oder falsch behandelt, also, dann juckt es einem irgendwie, also in meiner Erfahrung, dann juckt es einem auch nicht so fest, weil so, du weißt, so, okay, es gibt einen Grund und es gibt einen Weg und man kann es sich erklären, aber am schlimmsten ist es halt, und es ist halt meistens so, dass man voll so blindsided wird und du hast so keine Ahnung, von wo es gekommen ist und so, what the fuck, irgendwann ist alles gut. Und dabei, von außen hat man schon von Anfang an gemerkt, so, okay, das kann nicht gut kommen. Aber das ist ein anderes Thema. Das wären Red Flags. Das wäre, wie erkennst du, dass du vielleicht einfach sein lassen solltest. Aber Leute, über das will ich noch gar nicht mit euch reden, weil ihr weiss, ihr geht nicht darauf ein. Ich weiss, wenn ich euch sage, wenn ein Typ das und das macht, wenn eine Frau das und das macht, wenn eine blablabla, dann sind ihr so, was? Aber meine ist im Fall anders. Ich will nicht wissen, wie viele fucking Nachrichten am Tag ich bekomme von irgendwelchen Leuten, die mir ihre Situation schildern. Und ich bin so, wie wär's mit, dass du ihm einfach nicht mehr schreibst? Ja, aber Heb's Maul. Ich bin nur so hässlich, weil ich das selber die ganze Zeit gemacht habe. Und ich werde euch retten. Naja, auf jeden Fall. So allgemein als Tipp, vor dem, dass meine Tipps kommen, zu dieser ganzen Situation, wie, falls ihr so sind wie ich, dass ihr immer so richtig ugly, grusig, Abschaum Leute euch verarschen lasst. Lasst euch erstmal auf gar keinen Typ mehr ein. Also sorry, es geht jetzt vor allem an Frauen, aber also so heterosexuelle Frauen, aber ihr tut es einfach auf eure Situation applyen. Amix passt ein bisschen weniger, weil zum Beispiel jetzt Mann und Mann haben ja nochmal ganz andere Dynamiken, so von dem, was ich von meinen Gay Friends mitbekomme. Das ist nochmal eine ganz andere Welt und andere Kommunikationsarten und so. Aber so rein prinzipiell, wenn du dich immer von ugly ass Arschwichser verarschen lässt, dann hast du ein Problem. Weil wieso lässt du das zu? Du bist nicht schuld,
und niemand sollte so behandeln, aber gleichzeitig, wie ist es dazu gekommen? Du musst schon ein bisschen reflektieren und wir wissen alle, es hat etwas mit dem Selbstwert zu tun und ich würde heutzutage nie mehr, oh mein Gott, nie mehr überhaupt einen von diesen Typen anschauen, wo ich früher ein halbes Jahr gekühlt habe, weil der mich nicht wollte oder so. Leute, könnt ihr das glauben? Wer, Alter? Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr denkt auch irgendwann so, falls es euch gleich geht. Und eben erstmal so mit niemandem. Wirklich, einfach schaut auf euch selber. Hört auf mit Leuten schreiben, irgendwie Kontakt aufbauen. Oder wie nennt man das überhaupt heutzutage so? Kennenlernphase. Hört einfach, lernt alles sein, bis ihr merkt, okay, ich komme mit mir selber klar. Ich finde mich selber actually so ein bisschen cool und ich würde nicht jeden Scheiß mitmachen. Und dann bist du wieder ready, um so ein bisschen Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht zu bekommen oder vom gleichen Geschlecht, was auch immer. Glaubt mir. Okay, gut. Also, ihr müsst euch vorstellen, bei mir früher, als ich ganz jung war, war die Situation immer so ein bisschen, halt immer so mit so ein bisschen älteren Typen, also nicht viel älteren, so noch okay, einfach älter als ich, Typen etwas gehabt. Also K ist auch übertrieben so geschrieben. Und dann bin ich ultra verliebt gewesen, so schnell, weil ich sie ja so cool gefunden habe. Und dann ist immer so das gekommen, ja, du bist so reif für dein Alter, du bist so schön und du bist dies und das. Aber ja, das war es dann auch gewesen. So. Es hat nie gelangt. Und ich bin auch, bei Bar bin ich auch so die gewesen, wo ich wie so low-key verliebt war. Und für sie bin ich einfach so eine Situationship gewesen. Und dann nach mir ist immer so die Freundin gekommen. Also ich habe sie so quasi so vorbereitet auf die Beziehung. Und zu mir sind so gesagt, ja, ich habe jetzt gerade keine Beziehung, ich habe jetzt gerade keine Freundin haben. Und ich so, oh mein Gott, was? Ich habe die fucking therapiert. Und nachher geht es so 2 Wochen und nachher hat so 4 Jahre lange Freundin. Und das war immer ich gewesen. Jetzt bin ich es nicht mehr, aber das war immer ich gewesen, so die Fixerin. Und oh mein Gott, ich glaube, ich kann ihn fixen. Und hat die Fresse halt, hat die Fresse. Aber das ist ja alles vor dem Breakup. So, oder Heartbreak. Man muss ja nicht zusammen sein, zum Heartbroken zu sein. Das möchte ich euch auch sagen. So, es ist schon, ich weiss, man fühlt sich manchmal so ein bisschen lächerlich, wenn man rumheult wegen einem Typ, wo man nicht mal zusammen war. Ja, es ist auch, sorry, es ist ein bisschen clownig, aber es ist okay, ein Clown zu sein, weil Emma ist auch ein Clown und so, ihr seid nicht allein mit dem. Auf jeden Fall, je älter ich werde, desto mehr kann ich das Ganze halt auch rationalisieren. Und falls ihr jünger sind, ich weiss, es fühlt sich an wie der fucking Weltuntergang. Und es fühlt sich jedes Mal ein bisschen an wie ein Weltuntergang, weil es ist okay und die ganze Normalität wird von dir weggenommen und so das, an das du gewöhnt bist normalerweise. Und deine ganze Hoffnung und fucking deine ganzen Daydreams, wo du den ganzen Tag daran gedacht hast, sind einfach so weg. Das ist voll okay, aber wenn man jünger ist, ist nochmal eine andere Liga. Also wenn ihr älter sind, überlegt mal, wie euer erster Heartbreak war und wie traurig man ist. Und man hat wirklich so, man denkt sich literally, man denkt sich so, oh mein Gott, ich wünschte, ich würde jetzt gerade sterben. Ich wünschte, ich müsste keinen Atemzug mehr nehmen. Ich hasse mein ganzes Leben. Fick meine ganzen Kollegen. Ich gehe nicht mit Schule. Ich schreibe jetzt extra schlechte Noten. So, das ganze Leben dreht sich um das. Und ich glaube, das wird schon ein bisschen besser, wenn man älter wird, aber der Pain bleibt halt der gleiche. Und das ist so, Leute, es wird immer weh machen. Und die Tipps, die ich euch gebe, sind einfach so Survival-Tipps, die es so ein bisschen einfacher machen, aber du musst immer noch damit rechnen, es wird lang gehen. Und du wirst nicht 2 Monate später die Liebe von deinem Leben treffen, im Normalfall, und können sagen, ja, ich bin voll darüber hinweg und das ist überhaupt kein Rebound. Das ist überhaupt nicht Ablenkung von meinem anderen Heartbreak. Ich bin schon so darüber hinweg. Und dann bist du so ein halbes Jahr mit dem nächsten Typ zusammen und bist so, fuck, wieso hat mich der Jonas nicht wählen? So, es kommt immer, Leute, es kommt immer. Shut the fuck up. Nehmt euch Pause, wir sind jung. Ihr könnt eigentlich auch mit 40 noch Pause machen, aber ich weiss so, irgendwann eben so der biologische Druck und so. Aber jetzt gerade in dem Alter, wo ihr seid, wo wir zulassen, du kannst auch mit 26 noch sagen, okay, ich tue jetzt einfach mal kurz Pause machen nach dieser fucking 4-jährigen Beziehung und mache nicht 2 Monate später schon die nächste Beziehung. So, seid mal Single, seid mal allein. Ich bin nicht zum Beispiel, ich bin basically nie Single gewesen, aber darum sage ich auch, weil ich weiss, dass es nicht so gut ist. Gut, also, der erste Tipp ist, lösch die hure ganzen Sachen, oder von mir aus, durch sie auf irgendeine so eine Festplatte, so ich verstand, wenn man so, keine Ahnung, 10 Jahre zusammen war und du hast basically deine Jugend miteinander verbracht und das ist so dein bester Kollege und alles, du kannst nicht einfach alles löschen, so, das ist ja ein grosser Teil von deiner Identität und das verstand ich auch. Aber tu das Zeug weg. Das soll weg von deinem Handy. Weg. Du kannst nicht, nein, es ist nicht okay, dass du mitten in der Nacht durchscrollen. Oh mein Gott, wir haben es so gut miteinander. Bitte, wo ist er? Komm zurück. Und dann schreibst du. Oder dann Leute an. Oder, Bro, nein. Einfach nein. Weg vom Handy. Weg vom Laptop. Das ist zu nah.
irgendwo von mir aus eben auf einen fucking USB-Stick oder irgendwo so random iCloud, wo man es eh nie mehr im Leben findet. So, ihr müsst es machen und ihr müsst die Zeit investieren und ich weiss, es tut weh und ich weiss, es ist aufwendig und scheiße und mühsam. Aber es ist auch aufwendig und scheiße und mühsam, nochmal investiert in die Person, weil man weak war und dieser Person nochmal geschrieben hat. Wegen fucking Bilder. Also, wenn es wirklich deep war und wirklich relevant für dein Leben und deine Persönlichkeit und wie du dich weiterentwickelt hast als Mensch, dann finde ich, darfst du ein paar Sachen behalten, aber bitte auch nicht so halbnackte Fotos miteinander oder so. Also allgemeine Regeln, wenn ihr Nudes voneinander habt, und das geht auch vor allem an Typen, Alter, löscht das. Ich schwöre, fast jeder Typ, den ich kenne, hat so einen scheiß Ordner von allen nackten Frauen, die er jemals hatte. Und das ist einfach, das ist creepy und das ist scheiße. Und ich finde, wenn man nichts mehr miteinander zu tun hat, dann hat man auch nichts mehr mit intimen Bildern voneinander, miteinander, was auch immer, am Hut. Und ich kenne zu viele Leute, die das einfach normal finden. So, ja, schau da, Fotos von meiner Ex. What the fuck, ist kein Respekt vor der. Und umgekehrt auch, bitte hört auf mit dem. Ich weiss nicht, wieso man das macht. Gut. Und wenn es nicht so deep war, wenn er so, keine Ahnung, so Situationship Bro, lösch einfach alles. Lösch alles, außer vielleicht das hässliches Foto von ihm, wo du so kannst anschauen und denkst, oh mein Gott, so ein Opfer. Von mir aus, aber eigentlich auch nicht. Eigentlich einfach alles löschen. Es lohnt sich nicht, es bringt dir nichts. Zweiter Tipp. Gebt das hure Zeug zurück und zwar an dem Tag. Ihr wisst, wie es abläuft. Und falls ihr noch nicht wisst, wie es abläuft, seid froh. Hört euch zu und freut euch darauf, wenn ihr mal einen Heartbreak habt oder Schluss macht. Es gibt immer so der berühmt-berüchtigte Tag, wo es passiert. Man weiss, es ist nicht gut. Man schreibt einander so low-key gar nicht mehr und dann kommt so das «Ja, hey, wir müssen reden.» Und dann verabredest du dich zum reden und du schreibst null davor. Es ist einfach nur so beide wissen, okay, jetzt müssen wir reden und dann sind wir nachher nicht mehr zusammen oder haben nichts mehr oder was auch immer, wie man es definieren will. Nehmt das hure Zeug dann schon mit. Den scheiß Pulli, das hure Parfüm, die scheiß Zahnbürste, was auch immer du noch von dieser Person bei dir daheim hast. Nimm es dann schon mit. Ich will das nicht hören, dass ihr euch verabredet. Nochmal, danach, 2 Wochen später, ja, ich habe eben noch einen Pulli von dir. Shut the fuck up, Alter, wer juckt den scheiß H&M-Pulli für 10 Franken im Sale? Ihr wollt einander einfach nochmal sehen und nachher macht ihr rum oder was auch immer. Oder du bist nochmal heartbroken, weil er nochmal sagt, nein, also das reicht wirklich nicht für eine Beziehung. Alter, trefft euch nicht nochmal. Fickt euch mit dem scheiß Treffen. Es ist so ein Scam und wir wissen es alle. Und Alter, wie viele Videos gibt es von so «Get ready with me» zum meinem Ex noch seine Sachen vorbeibringen oder so. Alter, ich habe das auch schon gemacht, so mein Parfüm draufgeschrieben. So cringe. Mein Parfüm drauf gesprayt auf die hure Pullis, die ich zurückgegeben habe, damit er noch so an mich denken muss. Bro, hast du das Gefühl, wenn er ernsthaft an mich denken würde, dann hätte er mich so behandelt, dass er es überhaupt auseinandergehen hätte müssen. Nein. Ich will jetzt, wenn ich mit jemandem wie diese Personen von früher Schluss machen würde, Bro, ich wünschte mir, der könnte nie mehr im Leben mein Parfüm schmecken. So, zack, du Hurenopfer selber schon. Und früher dann noch so da der Geruch so auf einem Silbertablett serviert. Hallo? Nein. Entweder ihr bringt gerade alles mit, wenn es so klar ist. Wehe, ihr besteht noch darauf, dass der andere so vorbeikommt. Ja, ich habe im Fall dann, das habe ich auch schon oft gemacht, so sassy, so, ja, kannst aber dann noch schauen, dass du mein Zeug zusammensuchst und mir wenigstens noch gibst. Nein, wieso juckt es dich? Ist es das wert? Also, ausser es ist so hure etwas Teures und Wertvolles oder so emotional Wichtiges, aber so ein Fotoalbum mit ihm, das brauchst du auch nicht mehr. Das brauchst du wirklich nicht mehr, weil ihr kommt nicht mehr zusammen. So, erst mal die Idee in den Kopf bekommen, vielleicht, dass ihr nicht mehr zusammenkommt. Und zwar aus guten Gründen. Und sonst, tun das bitte verkaufen. Ich habe zum Beispiel noch einen Supreme-Pulli von jemandem. Und das ist auch schon ein paar Mal hin und her, weil ich bin mit einem von meinen Ex-Freunden nochmal zusammengekommen. Sehr dumm. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist auch so, ja, kann ich bitte den Supreme-Pulli nochmal haben? Ich weiß nicht wieso, vielleicht bin ich auch nur wegen dem nochmal mit dem zusammengekommen, unterbewusst. Wer weiß, auf jeden Fall habe ich einen Supreme-Pulli bei mir daheim, den ich eigentlich gerne verkaufen würde, aber ich habe Angst, dass der das herausfindet und mich nachher irgendwie so angeklagt, weil ich so quasi gestohlenes Eigentum im Internet teuer verkaufen. Aber so, legt das hure Zeug nicht an, falls ihr noch etwas daheim habt, so fair, wenn man eben so lieber behaltest es daheim, anstatt dass du die extra nochmal triffst, nur um einander nochmal gesehen haben. Verkaufst es, verschenkst es, gibst es in irgendeine hure Kleidersammlung oder wirfst es einfach weg. Sorry, wirfst es einfach weg. So, das Zahnbürstchen ist wirklich nicht so relevant. Und
Und sonst gibt es noch, falls ihr Gilmore Girls geschaut habt, gibt es so die Methode, dass man so eine Box macht mit all diesen Sachen. Eben, wenn es jetzt wirklich so emotional, keine Ahnung, halt, wenn es wirklich so, es war etwas Ernstes gewesen, so, es war so Husband- und Wife-Material gewesen, und es hat dann irgendwie halt nicht mehr geklappt. Okay, dann machst du halt so eine Box, das macht Rory Gilmore, und nachher kommt alles da rein und nachher versteckt eine andere Person die Box. Das heisst, man weiss so, okay, das Zeug ist nicht einfach weg, es ist nicht für nichts gewesen, aber ich habe keine Ahnung, wo die Scheißbox ist und ich werde sie auch nie bekommen, bis ich nicht über diese Situation hinweg bin. Und nachher ist es eben, ich sehe jetzt auch so, ich habe noch ganz viel so Liebesbrief und so, also, sorry, Liebesbrief, Fake-Liebesbrief. Fickt euch. Also so, Briefli und so habe ich auch noch irgend so eine random Box, ich weiß gar nicht, wo die ist, wahrscheinlich unter meinem Bett oder so, von allen, von so seit ich 12 bin. Und jetzt ist es auch lustig zum Anschauen, so hahaha, weißt du, es juckt mich ja nicht, es ist auch so haha, meine Jugend. Aber so, wenn ich das dort gelesen habe, dann habe ich das so gelesen und so, oh mein Gott, wieso hat er gelogen? Wieso hat er das nicht ernst gemeint, was er in diesem Brief geschrieben hat? Das Zeug muss aus der Reichweite von deinen Händen. Und dann später ist es lustig, zum nochmal anschauen. Aber wenn du das Gefühl hast, wenn du niemanden hast, der so etwas verstecken würde, oder wenn du nicht weißt, wo an mit dem Zeug, dann eben einfach löschen und wegwerfen und blähen und verkaufen. Und je nachdem, wie profitabel das ist mein Tipp. Dann, das ist glaube ich jetzt das 4. Schreib auf in einem Tagebuch, was auch immer, das muss einfach schreib dir irgendwo auf, wie du dich fühlst, wie es dir geht, wieso, bla bla bla. Film dich selber von mir aus, wie du so am Schnoddern bist und so erzählst und einfach nur so auf Snapchat im privaten Bereich so versteckst oder so, damit du es irgendwann wieder anschauen kannst und nachempfinden kannst, wie scheisseräudig dass es dir gegangen ist. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass du nochmal zurückgehst. Und wenn du so auf die Idee kommst, sollte ich ihm nochmal schreiben, vielleicht ist es jetzt anders, dann schaust du fucking die Tagebuchseite an, schaust die Notizen an, schaust die Sprachaufnahmen an, schaust die Videos an, was auch immer, für was du dich entscheidest, und merkst, oh mein Gott, wegen ihm ist es mir so gegangen. Ganz bestimmt mache ich das nicht nochmal mit. So, nein, machen wir nicht. Und auch allgemein, also mir hat es immer geholfen, um es einfach aufzuschreiben, weil für mich war es immer so ein bisschen so gewesen, ganz am Anfang, wenn man Schluss macht oder wenn es auseinandergeht, dann ist es noch voll okay, so mit den Kollegen darüber reden, und dann haben wir so quasi so ein grosses Gespräch, so, oh mein Gott, tut mir mega leid und so und wieso und bla bla. Aber dann, du bist ja viel länger heartbroken, als eigentlich sorry, aber es stimmt, als eigentlich deine Kollegen und Kolleginnen Bock haben, dir zuzuhören. Und irgendwann ist es halt, du hast irgendwie ein Mitteilungsbedürfnis, du willst irgendwie so, du fühlst dich halt scheiße, und die Leute um dich herum sind so, Bro, was soll ich noch machen, weil du hörst nicht auf mich, du nervst, low-key, du bist einfach mühsam und traurig. Und das macht die Friends ja auch traurig. Und wenn ihr wirklich Friends habt, wo ihr das Gefühl nicht bekommt, das war eben so ein das Gefühl, das ich nie bekommen habe, dass ich eigentlich nur nerv und dass ich nicht weiss, wo hin, weil ich auch nicht die sein mag. Und ich habe auch gewusst, ja, ich will auf nichts hören, was sie mir sagen. Ich will einfach jetzt traurig sein und ich will es aber irgendwie auch irgendwo rauslassen. Ich habe so Selbstmitleid und so. Gut, dann schreibe ich es halt fucking auf. Weil dann habe ich so ein Outlet gehabt, ohne dass ich alle fucking belastet haben müssen damit, nur zum nachher nicht auf ihre Tipps hören und irgendwie nochmal dem Typ schreiben oder so, wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen People-Pleaser-Tipp, aber so, es hilft, weil dann kommst du, das habe ich eigentlich, dann stossest du nicht so auf die komische Reaktion von Unverständnis oder so ein bisschen, weißt, alle sind so over it, das ist so ein halbes Jahr her und du bist immer noch wegen Gianfranco am Heulen und niemand weiss mehr, und wenn die Reaktion macht dann nochmal weh und du tust dann nochmal overthink und so, und wenn das ein paar Mal passiert und du merkst so, okay, ich glaube, alle anderen sind halt so ein bisschen, haben so die Schnauze voll, dann schreib es auch auf und mach es mit dir selber. Es schuldet dir niemand, für dich da zu sein, 2 Jahre lang wegen einem Crusty-Ass-Typ. Sorry, es ist nett, es ist schön, aber es schuldet dir niemand etwas und du kannst nicht hässlich sein auf deine Friends, wenn sie nach dem 400. Mal einfach langsam so finden, ja okay, aber gib mir eine Lösung, was kann ich machen, weil ich mag nicht mehr zulassen. So low-key. Finde ich jetzt. Sorry. Unpopular Opinion wahrscheinlich. Als nächstes, wahrscheinlich der grösste Tipp, Ablenkung. Macht etwas, das ihr auch lustig findet. Nicht so nur einfach etwas, was euch mega anschießt, weil dann habt ihr wieder so Raum im Kopf, um daran zu denken. Es muss wirklich etwas sein, was euch wirklich ablenkt. Etwas Lustiges. Keine Ahnung, ob das jetzt Fortnite-Game ist oder TikToks filmen oder schminken oder Podcast hören oder hure fett ins Gym gehen und so Wut ausladen, keine Ahnung. Oder nur, keine Ahnung, mit den Kollegen raus, 24/7.
Alle haben etwas anderes. Einfach bitte nicht Drogen, nicht Alkohol, nicht so du musst es schon fühlen. Es bringt dir nichts und einfach so deine Sinne betäuben und nachher hoffen, es wird besser. Dann geht es einfach 5 Jahre, anstatt, keine Ahnung, ein halbes Jahr. No joke, fängt gar nicht erst an mit dem. Fängt nicht an, so jeden Tag gefühlt im Club sein und einfach shake the pain away. Du kannst 1-2 Mal von mir aus gehen und nachher merkst du dann auch wieder, es schiesst mich eigentlich an, wenn du halt so ansatzweise so bist wie ich. Und es lohnt sich nicht. Und es bringt übrigens auch nicht mega viel, mit 100 anderen Leuten etwas anfangen und so das in Story posten. Oder oh mein Gott, das habe ich nicht aufgeschrieben. Aber bitte postet nichts für die Attention von dieser Person. Weil es juckt die Person nicht. Es gibt dieser Person höchstens das Gefühl, oh mein Gott, jetzt postet sie noch extra etwas, ich bin so ein geiles Sieg. Oh mein Gott, sie battelt so um meine Attention. Bro, du battlest um gar nichts und es juckt dich nicht. Also, am besten entfernst einfach den überall. Blockieren. Es soll gar nicht möglich sein, dass du nachschauen kannst, oh mein Gott, hat er jetzt meine Story geschaut? Wieso juckt sie, ob der Hure Saugolf die Story geschaut hat? Hoffentlich juckt sie nicht. Hoffentlich juckt sie nicht. Ablenkung von mir aus, wenn du wirklich so sonst nichts anderes, du hast alles ausprobiert, nichts bringt etwas, dann schreibst du halt mit irgendeinem anderen Typ und hast so den Ego-Boost und findest so, wow, jetzt bin ich wieder cool. Aber das bringt dir auch nichts, das bringt dir wirklich nichts, weil keine Bestätigung von irgendwelchen anderen Menschen wird dir raushelfen aus dem Gefühl von, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug gewesen, wenn du das Gefühl hast, sondern nur, wenn du dich mit dir selber beschäftigst und reflektierst und irgendwie an dir selber schaffst und Sachen machst, die du wirklich gerne machst und eben so das ganze Selbstbewusstsein. Dann wird es besser, aber es wird nicht besser, wenn dir 100 andere räudige Typen sagen, oh mein Gott, du bist die hübschste von der Welt. Ja, aber der Can Franco hat mich nicht hübsch gefunden. Weißt du, was ich meine? So, es ist für den Moment vielleicht ganz angenehm und so, aber langfristig bringt es dir halt hart nichts. Und du willst schon etwas lernen aus der Situation. Ein Breakup ist auch immer eine Möglichkeit, über etwas hinwegzukommen, wo nicht nur die Person ist, sondern auch eine Art, wie du bist und etwas daraus zu lernen und nächstes Mal das hoffentlich nicht mehr genau so ablaufen lassen. Weißt du, was ich meine? Und ja, Loki, eben so, fühl das auch ein bisschen so, oh mein Gott, jetzt ist eine Ära vorbei. Von mir aus, das so ein bisschen romantisieren, so, jetzt bin ich frei von dem und jetzt kann ich voll so etwas Neues erleben und es kommt ein neuer Lebensabschnitt und ich kann jetzt nochmal neu entscheiden, wer ich bin und was ich mache und wie ich mich verhalte und wer ich gerne in mein Leben reinlassen will. So, nutze es auch so als so eine clean break und zum so nochmal überlegen, wer bin ich, was habe ich gerne, was mache ich gerne. Das ist ja vor allem so ein Thema, wo halt mega wichtig ist irgendwann, weil du verlierst ja so ein bisschen in einer Beziehung. Du bist ja immer abhängig voneinander. Shut the fuck up, wenn Leute sagen so, wir sind zwei völlig eigene Individuen in unserer Beziehung. Und wir sind zwar schon 10 Jahre zusammen, aber wir haben voll unser eigenes Ding. Ja, hoffentlich hast du so ein bisschen dein eigenes Ding, aber du lebst miteinander. Du bist low-key einfach Best Friends für so die ganze Zeit, 24/7. Man ist so close miteinander, logisch ist man abhängig voneinander, logisch gewöhnt man sich aneinander. Und wenn du nachher wieder leist, ist das ja wie das Schlimmste, auch so die Gewohnheit. Und wenn du überlegst, du willst ja nur die Gewohnheit zurück. Wir sind Kreaturen, die gerne Sicherheit und Routine und was weiß ich was haben. Und wenn sich das plötzlich vom einen Tag auf den anderen verändert, logisch, hast du dann wie so Entzugserscheinungen und du denkst einfach, oh mein Gott, ich würde alles machen, um das zurückzubekommen und es war so toll gewesen. Und darum habe ich auch den nächsten Tipp. Schreibt euch auch auf, was genau die Gründe waren, was euch gestört hat, also auch wenn mit euch Schluss gemacht worden ist oder gesagt wurde, nein, es läuft nicht und was weiß ich was, schreibt euch trotzdem auf, Bro, was hat mich an diesem scheiß Typ eigentlich aufgeregt, was hätte er mir nicht geben können, was hätte er nie erfüllen können, was hat er alles scheiße gemacht, was ist einfach ungenügend gewesen. Einfach schreibt so eine hure Hate-Liste auf, weil es wird sehr schnell passieren, dass der Prozess passiert, dass man einfach alles romantisiert und so, wie sagt man das, retrospektiv, keine Ahnung, irgendetwas, dass man so denkt, oh mein Gott, das war so toll gewesen und es ist ja gar nicht so scheiße gewesen und irgendwie, jetzt ist es viel schlimmer allein und ach, wenn ich doch alles rückgängig machen könnte und ich glaube, ich schreibe ihm, vielleicht können wir es nochmal probieren. Nein, schau dir mal die Liste an, was er für ein Arschloch zu dir war. Hallo, du hast es einfach nur vergessen, weil es ist scheiße allein zu sein, wenn man mega lang nicht allein war. Aber allein sein ist nicht schlecht, allein sein ist verdammt
geil, hure cool, du kannst machen, was du willst. Du musst mit niemandem darüber reden, was du gerade machst. Du hast keine Verpflichtung gegenüber irgendjemandem, musst du so, keine Ahnung, deiner Mutter oder so deinem Chef, keine Ahnung, nicht mal denen so richtig. Du kannst machen, was du willst, das ist hure geil, weil es ist anstrengend in einer Beziehung, egal ob sie super oder scheiße ist. Es ist ein Commitment, es ist anstrengend und das hast du jetzt erstmal nicht mehr. Feier's doch einfach, weil du wirst bald genug wieder in einer Beziehung sein, die mega anstrengend ist und wo du alles von dir gibst und wo du mega viel weniger Zeit für deine Friends haben wirst und für allgemeine Sachen und so, denk mal an das. Und wirklich ohne Scheiß, schreibt euch auf, was der Scheißgrund war, wieso es nicht mehr funktioniert hat, weil das vergisst man so schnell und man ist dann so, oh mein Gott, merkt man, dass ich sehr oft heartbroken war. Aber das Problem ist halt, ich bin auch so schnell heartbroken. Wirklich, wenn ich so 3 Tage mit einem geschrieben habe und er ist dann so, ja, du bist glaube nicht so mein Fall, dann bin ich so, oh mein Gott, ich wollte mich nicht heiraten. Gut, allgemein, nächster Tipp, wirklich arbeiten. Schaffen? Was arbeiten? Die Arbeit, wollte ich sagen. Die Arbeit an deinem Selbstwert, an deinen Hobbys, irgendwie an deinen Zielen. Hast du überhaupt Ziel? Be fucking for real. Hast du Ziele oder hast du sie schon vergessen in dieser Beziehung, wo so aufwendig war, wahrscheinlich gegen Schluss? Weil gegen Schluss, wenn es so in die Brüche geht, ist jede Beziehung, egal ob Freundschaft oder Familie oder was auch immer, sind ja alles Beziehungen, so anstrengend und das ist so, dass du deinen ganzen Hirnspace aufbrauchen und du denkst auch 24/7 nur daran, oh mein Gott, was ist denn passiert? Du bist so gestresst, du bist so in einer Notsituation. Und nachher ist endlich mal wieder eigentlich low-key, eben, wie ich gesagt habe, so viel Zeit. Überleg mal, hast du überhaupt Ziele? Was sind deine Ziele? Wie erreiche ich die? Einfach so die mit dir selber beschäftigen, aber nicht zu fest. Wirklich eben, nehmt euch das Herz, so Ablenkung, geht raus, macht etwas, auch wenn es fucking anschießt. Sorry, keiner hat Bock zum rausgehen. Keiner hat Bock überhaupt aus dem Bett zu gehen, wenn es einem so scheiße geht und man sich wie der letzte Scheissdreck fühlt. Aber es hilft, auch wenn du am Schluss, wenn du zurückkommst von dem, was du gemacht hast, nochmal gehst heulen, das ist auch normal. Aber du bist weg gewesen und hast vielleicht so 2 Stunden nicht das Bedürfnis gehabt zum Heulen oder so, hast du es wenigstens nicht gemacht oder keine Ahnung, Alter. Also, nutze es und dann gleichzeitig eben auch so Selbstreflexion und einfach an sich selber arbeiten, weil eben wir wollen daraus lernen, das habe ich schon 100-mal gesagt und du willst ja weiterkommen und es ist einfach auch nötig, um zu verstehen, wieso es passiert ist und dass du nicht schuld bist und dass du einfach nicht kaputt an dem Ganzen gehst und dass du es auch akzeptieren kannst und dass du dann denken kannst, ja okay, besser so, tschüss. Weil das ist der einfachste Weg, um über etwas hinwegzukommen. So, okay, es ist nicht für mich gewesen. Es ist nicht für mich gewesen. Wenn es für mich gewesen wäre, dann hätte ich es noch, dann hätte es funktioniert, dann hätten wir es irgendwie retten können, aber obviously, das hat nicht funktioniert, wir haben alles gemacht. Oder auch so das, so, sorry, ich habe alles gemacht, was man hätte machen sollen, es hat nicht funktioniert. Das heisst, es ist nicht mein Problem, weil ich habe alles richtig gemacht. Logisch hat man nie alles richtig gemacht, aber ihr wisst, wenn so die Grundbausteine von einer Beziehung sind eigentlich ziemlich simpel. Man ist nett, man ist loyal und man gibt sich Mühe und man geht auf den anderen ein und so, dann kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. So finde ich. Und sonst aber auch trotzdem so, obwohl ich jetzt gesagt habe, ja, dann ist halt wenigstens 2 Stunden nicht gehüllt, das meine ich mehr für einen selber. Du darfst heulen und das ist auch wichtig, lass die ganzen Gefühle raus, auch als Typ. Hört auf, einfach nur rausgehen und so einen auf krass machen und eben so 40 Storys posten. Das ist mega peinlich im Fall, alle wissen, ich weiss immer die Leute, die ich privat kenne, oder sogar öffentliche Leute, man schmeckt von diesen Huren. Ich kann eine Story schauen und weiss, okay, die sind gerade auseinandergegangen. Weil es posten gerade zufälligerweise beide zum gleichen Zeitpunkt irgendwie so etwas hure Cringes, wo man so weiss, es ist nur aneinander gerichtet und es ist so, hebt doch die Fresse. Wieso juckt es juckt niemand von ganz Insta im Fall. Oder irgendwie so Songtext oder so. Hebt die Fresse. Außer du bist 12, dann darfst du. So 12 bis 14 ist erlaubt, nachher bitte hör auf. Du blamierst dich. Und lasst es einfach anders raus. Hört auf, irgendwie so komische Outlets zu finden, die so kontraproduktiv sind, wo man sich nachher noch schlechter fühlt oder so, sich eben so ein bisschen blamiert, auch vor sich selber. Es geht nicht so darum, was andere Leute von dir denken, sondern du wirst dir später denken, oh mein Gott, wieso habe ich es nötig, überhaupt eine Story machen. Weißt du, was ich meine? So, lasst es einfach raus, heulen. Mir hat es immer geholfen, mit meiner Mutter reden, obwohl sie eigentlich low-key immer so war, ja, ich habe ja gesagt, du bist ein Arschloch. Sie sagt, ja, Mutter, jetzt bin ich gleich am heulen. Und einfach lasst es raus, damit es halt, irgendwann kannst du nicht mehr rauslassen. Irgendwann hast du genug geheult. Dann kommt so, dann bist du hässig und dann, ja, wir kennen alle Stages of Grief oder was auch immer und wenn nicht, dann kannst du mal googeln, ich weiss jetzt gerade auch nicht ganz auswendig. Aber, rauslassen, trotzdem. Und dann trotzdem aber wirklich nicht nur im Selbstmitleid versinken. Also, du musst auch irgendwann, du darfst so die ersten 2 Wochen darfst von mir aus durchheulen. Und nachher musst du so ein bisschen so, nachher wirst du hässlich, nachher bist du so, jetzt mache ich etwas zum Ändern. Und nachher wirst du wahrscheinlich wieder traurig und so. Und das ist auch ganz wichtig, so allgemein. Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr so
das Gefühl haben, so, oh, jetzt läuft es wieder besser, jetzt geht es wieder besser und nachher plötzlich geht es wieder richtig scheiße. Das ist auch normal, es ist nicht ein linearer Prozess und es wird Zeiten geben, wo du die Person mehr vermisst oder mehr an die Person denkst, weil es gerade irgendwie eine Phase ist, wo mega viel halt die an die Zeit erinnert oder was auch immer, oder eine schwierige oder stressige Phase. Und oh mein Gott, Leute, ist das eigentlich ein normales Phänomen, dass man immer in stressigen Lebenslagen Schluss macht. Also bei mir, die meisten Beziehungen, die mich so wirklich so low-key gejuckt haben, sind immer so in Prüfungsphase oder so Abschlussphase oder so, oh sorry, in so der schlimmsten Phase von meinem Leben ist gerade noch so ein Breakup oben drauf gekommen. Es wäre so nicht schlimm genug. So, fickt euch, Alter. Wenn ihr nicht, dass ich gute Prüfungen absolviere, fickt euch. Egal. Ist es bei euch auch schon so gewesen? Sagt bitte ja, weil sonst bin ich das Problem. Ja, jetzt steht noch an Punkt Nummer 8. Nie mehr zurück und blockieren. Ja, das habe ich schon erwähnt. Bitte hört auf, mit euren Ex-Freunden zusammenzukommen. Ihr seid aus einem Grund auseinandergegangen. Das sage ich ja obviously, wie ich erwähnt habe, auch aus eigener Erfahrung. Das ist einfach peinlich und dumm. Und ich kenne niemanden, der nochmal zusammengekommen ist, der irgendwie fürs Leben lang verheiratet und zusammen gestorben ist. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Und vor allem, nehmen wir mal an, es läuft beim zweiten Mal viel besser und bla bla und hi-ha-hu. Es gibt noch so etwas wie so nachtragend sein, was meistens uns Frauen zugeschrieben wird. Und ich kann also sagen, man kommt nicht so leicht über die Sachen hinweg, die passiert sind, auch wenn man halt auseinander ist und es irgendwie nochmal funktioniert. Du denkst immer noch daran, ja, aber er hat ja mal das und das gemacht und ja, er ist eigentlich der Mensch, der das und das gemacht hat. Aus gutem Grund, Leute. Man merkt sich ja Verhaltensmuster, um sich schützen davor und sich vorbereiten auf Situationen. Und es ist nicht aus dem Nichts, dass dein Bauchgefühl sagt, ja, aber er ist mir ja schon mal fremdgegangen. Oder ja, er hat ja... Ja! Und jemand, der das einmal macht, sorry, macht es auch mehrmals, auch wenn Leute können sich verändern, ja, aber ich finde nicht bei der gleichen Person, weil die wissen ja, du hast es schon mal durchgehen lassen. Wenn du jemanden nochmal zurücknimmst, obwohl jemand dich so scheiße behandelt hat, hast du das Gefühl, der denkt dann, oh, jetzt mache ich es nie mehr. Nein, die denken dann, oh, schon voll chillig gewesen. Ich kann ja in dem Fall machen, was ich will, ich nehme mich immer zurück. Einfach, nein. Es gibt ganz viele schöne, junge Herren für dich, mit denen du noch nicht zusammen warst. Warte einfach ab. Und, oh mein Gott, bitte hört auf. Das hat zwar nicht mit Breakup und Heartbreak und so zu tun, aber können wir bitte aufhören, fucking so einen Freund oder eine Freundin wählen und das so suchen. Bitte hört auf suchen, weil dann findest du eh nicht, wer sucht, der findet. Das stimmt absolut nicht in Beziehungen. Lasst auf euch zukommen, lebt euer Leben. Hört auf, das so fucking so obsessed sein mit «Aber ich will eine Freundin!» Nein. Setz dir bessere Ziele und nachher plötzlich stolziert deine Traumprinzessin rein. Ja, so am Rande. He? Ja, das wäre eigentlich alles gewesen. Dann habe ich aufgeschrieben, X aufschreiben vielleicht, weil ich weiß nicht, seit der Trend X überhaupt existiert, habe ich halt einen Freund. Ich kann so nicht aus Erfahrung reden, ob das so etwas bringt, so X aufzuschreiben und so. Oder so, mega viele haben ja so auf TikTok so Listen irgendwie von allgemeinen X bei Typen und dann kannst du es so anwenden auf den Typ, wo du probierst, darüber hinwegzukommen. So, stell dir vor, er ist gerade gestolpert. Vielleicht hilft das, aber ich glaube so eher. Vielleicht nur, wenn es nicht so ernst war. Und ja, das wären dann schon alle meine Heartbreak-Tipps gewesen. Sind die hilfreich gewesen? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe einfach, dass ich die jetzt nicht demnächst anwenden muss, weil ich habe schon mal gesagt, so alle die Influencer, die so über so Tipps zu Beziehungen und so Sachen reden, sind plötzlich nachher selber in dieser Situation. Weil irgendwie Leute Auge machen, habe ich das Gefühl, aber machen bitte kein Auge. Ich will nicht heartbroken sein. Ich probiere da nur Gutes zu tun und euch zu helfen, weil es schreiben mir recht oft so, oh mein Gott, haben meine Freunde gerade Schluss gemacht oder irgendwie läuft es nicht mehr so gut und was soll ich machen? Da müsst ihr was machen. Und falls ihr so am Überlegen seid, ob ihr Schluss machen sollt, ich habe auch mal eine Folge zu diesem Thema gemacht. Ich weiß zwar nicht mehr, was ich dort gelabert habe, aber die Folge heisst, mach einfach Schluss, Digga. Und dort haben viele Leute zurückgemeldet, dass das eigentlich ziemlich hilfreich war. Also falls du das noch hören willst, kannst du gerade im Anschluss, oder? Kannst du gönnen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr heartbroken sind, aber falls schon, ihr überlebt das, ihr schafft das, ihr seid mehr als das und ihr müsst euch nicht selber zerstören nur wegen dem. Ihr habt ganz viele andere Leute in eurem Leben, die euch lieben, die euch gerne weiterhelfen und amigs sind andere Beziehungen viel wichtiger, also eben familiär oder freundschaftlich und nicht unbedingt die romantische Beziehung und deine Friends bleiben für immer und deine Freunde halt vielleicht nicht, oder? Ja.
Ja, Leute. Also, hä? Nein, das sage ich bin immer so, ja, also, wenn ich so an diesen, ich war erst gerade an einem Event gewesen und alles nur mit Leuten, die ich nicht wirklich kenne und die auch so viel älter sind als ich und halt so ganz anders und andere Vibe und Content und so, da bin ich immer so, ja, also. Und letztens ist mir einfach, also eben dort ist es mir dann eben genau passiert, dass die in die gleiche Richtung laufen haben müssen wie ich, obwohl ich schon Tschüss gesagt habe. Ja, schön. Das sage ich auch sehr oft, wenn ich so mich am verabschiede. Ja, schön, ja. Und dann sage ich, ja, jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr zum Reden, gell? Ich bin immer so eine hure straight-up Opferige. Naja, also, hey Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz freundliche, liebe Grüße aus der Emma, in der Flop-Ära. Bitte geben wir ein bisschen Motivation, um nicht mehr am Floppen zu sein. Oh mein Gott, alte Leute, ich muss euch übrigens nochmal zusammenschießen. Jedes Mal, wenn ich sage, ey, kommentiert mal meinen Scheiß, hört mal Posts, sind ihr so voll am Kommentieren, voll invested. Nachher geht es genau eine Folge, nachher muss ich nochmal sagen, Leute, kommentiert mal. Hallo, können wir das automatisieren? Ich mache die hure Scheiß-Posts, wisst ihr, wie lange das geht, weil ich so echt technikunbegabt bin. Ich habe so lange für die Scheiß-Posts, nur dass nachher so niemand kommentiert und es niemand juckt. Und ihr mir so in die DMs schreibt. Ich akzeptiere keine DMs mehr. Ich akzeptiere nur noch öffentliche Kommentare. Ihr müsst auch ein bisschen Eier haben. Ich habe so viele Eier. Ich tue mein ganzes Leben euch da servieren und meine peinlichen fucking Stories. Ihr dürft auch einen Kommentar nicht in meinen DMs hinterlassen. Obwohl, natürlich lieber in den DMs als gar nicht. Ich freue mich auch. Ich freue mich über Feedback. Bewertet übrigens mal den Podcast und leave a like if you're on YouTube or something. And 5 stars only. If you give me 3 stars, I get mad and yeah, follow Losemal on everywhere. It's also on Instagram. This is what I just talked about. And go to the live show and we have a little fun. I think also, it's really kind of frech of you. Ich habe so gefragt in so einer scheiß Insta-Umfrage, ja, was darf an der Live-Show nicht fehlen? Schwör, ein Drittel der Leute, ja, Geschenkli, gratis Sachen, gratis Getränke, gratis Essen. Hallo? Bin ich nicht mehr für euch als hure Produkt? Nein, akzeptiere ich nicht. Hure viele haben auch geschrieben, Tilda. Das habe ich eigentlich erwartet im Fall. Und Moshpits. Macht bitte einen Moshpit. Nein, macht weh, Alter. Ja, egal, ich freue mich auf euch. Tschüss zusammen. Bis nächste Woche.